Okay, servus. Bin zurück beim Berghotel. Und wir sind bei Hinkus. Das war Hinkus, gell? Achso, ja, der wollte einen Schnaps. Und wir haben ja den falschen dabei gehabt. Das heißt, wir müssen nochmal runterlaufen. Denn der sauft nicht jede Sorte Schnaps. Und wir haben ja zuletzt eine Nachricht gekriegt, dass Hinkus scheinbar ein Verbrecher ist. Und wir haben bei ihm im Zimmer eine Knarre gefunden. Weil wir uns einfach mal bei Alec den Zentralschlüssel ausgeliehen haben. Ohne dass er es weiß. Und sind beim Hinkus ins Zimmer nicht geschlichen. Ich gehe mit oben. Wir müssen nämlich in den Speisesaal. So, nochmal um Sick um mich. Und da eine. Okay, die anderen sitzen da und hauen sich einen Ranzen voll. Wir haben im Moment keine Zeit dafür. Gut, da hinten steht der Scotch. Nehmen wir mal die nächsten. Jetzt haben wir die ersten zwei habe ich schon ausprobiert. Die waren allerdings nix. Oder? Habe ich die ersten zwei? Ich weiß gar nicht mehr. Mann schon. So, was haben wir jetzt halt? Den Cutty Shark. Ja, müssen wir ausprobieren. Vielleicht schmeckt ihm der besser. Ansonsten müssen wir nochmal oben, müssen den 5. holen. Super, komm gleich wieder. Ich muss nur nochmal schnell auf zu Hinkus. Ich hoffe, das letzte Mal. Denn der Herr Inspektor ist gerade der Schnellste. Der stolziert nämlich gemütlich durch die Gegend. Da können wir wieder Kette geben. Das mit dem Doppelklick funktioniert nicht überall, gell? Im Treppenhaus zum Beispiel funktioniert das nicht. Erklärst du, wenn ich Doppelklick mache, dann stolziert er langsam durch die Gegend. Und dann ist mir so eingefallen, wir müssen ja irgendwann einmal zum Ende kommen, oder? Weil so viel ist ja da eigentlich nicht los im Hotel. Weil ich glaube nicht, dass wir da wegkommen, oder? Großartig. So, Hinkus, wie schaut's aus? Taucht er denn... Haben Sie den Whisky? Ich habe einen Cutty Shark dabei. Ja, hier haben Sie Ihren heilsamen Trunk. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Gut, gehen Sie schon mal voraus. Jawohl, das hat ihm taugt. Und jetzt haben wir da erinnert. Was mache ich da? Danke, dass Sie ihn dazu gebracht haben, runterzukommen. Ich habe ihn gefragt, aber er hat mir überhaupt nicht zugehört. Was hätte ich denn tun sollen? Blank ziehen. Du hättest blank ziehen sollen. Dann war er schon gekommen. Ich habe gerne geholfen. So, was haben wir da hinten? Ich schau mal hinten. Hinten sehe ich Mose sitzen. Was tut der da hinten? Alter, schau mal das an. Jetzt spielen sie. Der Olaf, der Simonett und die Olga gehen ab wie Sau. Oh, der Herr Inspektor. Wollen Sie mitmachen? Na, weil sonst brechen wir mal Tanzbein. Ich schwinge nicht gerne das Tanzbein. Tanzen Sie, Inspektor, tanzen Sie! Ich tanze, aber in eine andere Richtung. Wir sind Inspektor. Und tanzen nicht gern. Ich schau mal da um. Der Typ Barnstock und der Herr Moses. Was treiben die da? Kartenspielen oder wie? Schaut das aus. Die spielen. Keine Ahnung, was die spielen. Wissen Sie überhaupt, wen Sie da vor sich haben, Inspektor? Moses! Albert Moses! Ich schaue nicht besonders gerne dabei zu, wenn andere Männer mit meiner Gattin tanzen.
Aber wenn Sie gerne gegen mich spielen wollen, meinetwegen, können Sie überhaupt Ihren Lebensunterhalt bestreiten? Nicht wirklich. Das Gehalt bei der Polizei ist... nun ja. Was, er sagt es nicht gern, wenn Typen mit seiner Frau tanzen. Ja, da musst du halt umgehen, musst es davor hauen. Ich geh mal weiter, oder? Rede mit ihm. Aber der erzählt mir auch bloß wieder einen Schmarrn. Und da ist der Hinkus. Es ist so stickig hier drin. Ich muss an die frische Luft. Er muss an die frische Luft. Wahrscheinlich möchte sie wieder loslaufen. Möchten Sie tanzen, Mademoiselle? Ich tanze nicht, Süßer. Geben Sie mir lieber eine Zigarette. Haben wir keine mehr. Die Schachtel ist leider leer. Schade. Sie sind übrigens manchmal ganz schön patzig. Das grenzt schon fast an Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dann zeigen Sie mich doch an. Ich bin Polizeiinspektor und könnte mich selbst darum kümmern. Gut. Was sagt der Alec? Wie wäre es mit einem Gläschen meines feinen Likörs? Ein Gläschen. Warum nicht eine ganze Flaschen? Gerne. Ein Gläschen kann nicht schaden. Und? Was sagt Ihr Gaumen dazu? Kann besser sein. Er sollte sich besser nicht daran gewöhnen. Was? Wer klopft? Simonet, was tut er da? Er läuft weg. Wo läuft er hin? Wo ist der hingelaufen? Wo ist Hinkus? Ist Hinkus wieder oben oder wie? Muss ich wieder rauf? Ich schau nochmal zu den Hinkus, vielleicht hat er irgendwas vor. Dem Typen kann man nicht trauen. Schließlich hat er die Knarre dabei gehabt. So, pass auf, jetzt sind wir wieder im Dachgeschoss. Und wir haben unglaublich viele Sachen dabei, gell? Ich weiß gar nicht, was ich alles mit den Sachen mache. So, da ist wieder Hinkus. Hören Sie, Inspektor. Sie sind Polizist. Was soll ich tun? Was ist passiert? Ich habe nach meiner Medizin gesucht. Ich muss sie immer vor dem Abendessen einnehmen. Also, ich habe meinen Koffer aufgemacht. Ich hatte Kleidung, Socken und eine Pelzweste eingepackt, aber alles weg. Stattdessen waren im Koffer Sachen, die nicht von mir sind. Keine Ahnung, wem sie gehören. Gut, ich verstehe. Aber was habe ich damit zu tun? Nun ja, nichts, denke ich. Es ist nur... Das muss doch ein Scherz sein, oder? Vielleicht. Ja, Hinkus, vielleicht. Und jetzt kann ich nicht mehr anklicken. Warum nicht? Streckt er. Gut, gehen wir. Jetzt ist er beleidigt. Vielleicht sollten wir mal ein Ding aufsuchen. Ein Simonet. Vielleicht weiß er irgendwas. Da sollte man am besten in sein Zimmer schauen. Schon wieder die Musik, Alter. Halt, da ist gar keiner. Gut, gehen wir schon wieder. Ja, wenn der nicht da ist, wo ist er dann? Vielleicht ist er unten im Aufenthaltsraum. Kann das sein?
Gehen wir mal rüber. Und der war, Moment, da vorne. Vielleicht sitzt er am Kamin, das kann sein. Ja, da sitzt sogar einer. Wenn das? Jetzt ist immer nicht. Das ist Alec. Und Lell ist auch wieder da. Und, Peter, wie gefällt es Ihnen hier? Es ist großartig. Ich wage fast zu behaupten, dass das bisher mein schönster Urlaub ist. Ich hoffe, dass Ihnen seine Streiche nicht den Urlaub... Moment, haben Sie das gehört? Was ist jetzt los? Erdbeben. Ich glaube, das war eine Lawine. Ja, ein Gepolter. Was war das? Eine Lawine, Peter. Und nicht weit von hier. Warten Sie einen Moment. Ich warte. Und jetzt schaut er nach, oder wie? Ja, das hat uns gerade gefällt. Jetzt haben wir nämlich... Sieht nicht gut aus. Zumindest für den Moment sind wir von der Außenwelt abgeschlossen. Ja, wollte gerade sagen, jetzt haben wir abgeschlossen. Und wie lange ist für den Moment? Wie lange hatten Sie vor, hier im Hotel zu bleiben? Bis zum 20. habe ich Urlaub. Warum? Alles klar. Dann haben Sie vielleicht noch eine Chance, rechtzeitig zurück zu sein. Sie können es mir ruhig ehrlich sagen, falls es schlecht aussieht, Alec. Die Straße ist blockiert. Ich habe gerade eben versucht, nach draußen zu telefonieren, aber die Leitungen sind tot. Das kann nur eines bedeuten. Die Lawine hat den Bergpass verschüttet. Und wie Sie von Ihrer Anfahrt bestimmt noch wissen, ist das der einzige Weg zum Hotel. Ungewöhnlich ist das nicht. Die letzten 10 Jahre ist das immer wieder passiert. Und was bedeutet das für uns? Wir können nur warten und hoffen, dass die da draußen an uns denken und ein Bergungsteam zusammenstellen. Ja, und wenn sie nichts schicken? Was ist mit der Stromversorgung? Wir sollten genug Treibstoff für den Generator haben. Außerdem haben wir ja noch mein Perpetuum mobile. Sie meinen, wir können das Ding zur Not verfeuern? Ich verstehe nicht, warum Sie so skeptisch sind. Wie auch immer, Essen und Trinken sollten für Sie eher von Interesse sein. Und wie sieht es damit aus? Unsere Vorräte reichen für einen Monat. Insofern müssen wir uns bis auf Weiteres keine Gedanken um Kannibalismus machen, sofern wir auf eine abwechslungsreiche Speisekarte verzichten können. Aber seien Sie gewarnt. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Kaiser verspeisen. Spaß beiseite. Mich ärgert lediglich, dass ich wegen der Lawine ein paar Gäste verloren habe. Inwiefern? Eigentlich sollten die Freunde von Hinkus bald eintreffen. Was für Freunde? Was? Freunde von Hinkus? Er hat ein Telegramm aufgegeben. Muir, Hotel zum verunglückten Bergsteiger. Ich warte. Beeilt euch. So in der Art. Interessant. Ich muss zugeben, ich habe da auch meine Zweifel. Auf jeden Fall wird er die nächste Zeit wohl keinen Besuch bekommen. Zumindest nicht, bevor die Lawinenschäden beseitigt wurden. Ein Jammer. Ja, ganz meiner Meinung. Moment. Haben Sie das gehört? Da kommt jemand. Ja. Was ist das für ein Gescharre? Ich glaube, die Straße ist blockiert. Vielleicht ist es ein Bär. Vielleicht ein Bär? Nein, das ist kein Bär. Ich befürchte, dass er es ist. Sollen wir die Tür aufmachen? Jetzt bin ich gespannt, wer da kommt. Kaiser, kommen Sie schnell! Peter, das könnte einer von Hinkus Freunden sein. Wir müssen ihm Bescheid sagen. Kaiser und ich kommen hier schon allein zurecht. Gut, schauen wir noch. In Ordnung, ich suche ihn. Ich bringe diesen armen Kerl in einem der Zimmer des Ehepaares Moses unter. Ja, die werden sich freuen. Komisch. Hinkus ist nicht hier.
Was? Hinkus ist nicht hier. Ereignisse. Ein Unbekannter ist ins Hotel gekommen. Er ist verletzt. Es könnte sich dabei um einen Freund von Hinkus handeln. Hinkus, wo ist der hier? Wo ist Hinkus? Vielleicht auf sein Zimmer.